nicht die erste Kehr, wo ich auf dieser Platz über die Situation an Ungarn schwätze. Und ich werde ganz, das auch nicht die letzte Kehr. Mit den ungarischen Diktator, wie Jean-Claude Juncker einmal genannt wird, hat sich als nächstes mit einem unendlichen Attack auf die europäischen Valeuren an die Vitrine gestellt. Wir müssen als Grundrechte verteidigen. Und als Viren gegen all die, die das nicht machen. Sonst reduzieren wir nämlich die EU just auf eine gemeinsame Bannemarkt. Wir sind aber viel mehr. Wir sind eine Gemeinschaft von Werten. An all Memberstaaten hat wie in der Union beigetragen, als diese Werte unterschrieben. Wir können also auch nicht zulassen, dass die Werte mit Face getrippelt gehen. Aber wenn wir nicht wollen den Terrain denen überlassen, die Europa Futti machen, dann müssen wir klar und deutlich als Meinung sagen und auch Konsequenzen daraus ziehen. Damals, wie ich Kommissar für Justiz und Grundrechte war, wäre es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sowohl Gesetze wie auch Treaten an der Realität angehalten gehen. An der Funktion musste ich manchmal dreimal intervenieren, für den Orban zu stoppen. Einkehr wegen einem Verstoß gegen die Unabhängigkeit von der ungarischen Zentralbank. Und zweimal musste ich sogar für ein Gericht gehen. Einkehr am Fall von der Unabhängigkeit von der Datenschutzautorität. Und die zweite Kehr, wie den Orban die Unabhängigkeit von der Justiz aufgestellt hat, ganz einfach die nicht genehmen Richter auf Pension geschickt hat. Heute wissen wir, den Orban ist nicht zu stoppen. Ich erinnere mich noch am September 2015, mitten an der Flüchtlingskrise. Da hat die Lützeburger Delegation von der CSV am Europaparlament klar gemacht, dass wir nicht mehr mit der autoritären Richtung von der ungarischen Regierung könnten d'accord sind. Und das war auch der Moment, wo als Partei CSV klar gesagt hat, sie gibt sich vom Orban distanzieren. Aber wo ich Folgendes gesagt habe, ich schon hohen Respekt für das ungarische Volk, aber genau da ist es wichtig, dem Orban die Legitimität, die ihm seine Memberschaft an der EVP gibt, zu entziehen. Für die Europäische Volkspartei ist es eine Sache von Glaubwürdigkeit. Wir haben zu lange nachgeguckt, wann den Orban Rotlinien überschritten hat. Zu lange haben wir nachgeguckt, wann es Werte missachtet gehen. Damit muss Schluss gehen. Liebe Leute, das war 2013. Was hat sich geändert? Nichts. Ich erinnere an den Brief, ich erinnere auch an den Brief von der CSV an demselben Kontext. Aber all die Appellen sind auf die Ohren gestoßen. Wir sind auch immer da, wo wir waren, sogar noch mehr schlimm. Den Orban hat nach drauf getesselt. Ich erinnere uns Zumachen von der Oppositionszeitung am Oktober 2016. Ich erinnere daran, dass die europäischen Entreprisen, die sich Ungarn niedergelassen haben, immer nächst Probleme gemacht kriegen. Sie wird mit Steuermaßnahmen, sie wird, dass sie administrativ Hürden dahin gelöst kriegen, für dass sie müssen rausgehen. Kürzlich EVP-Kongress hat den Orban seine Rede mit wieder angefangen, dass die Migration, die Leute, die fortlaufen für Krieg und Zerstörung, dass das ein trojanisches Pferd wäre, für den Terrorismus an Europa anzuführen. Und da kommt die unbeschreiblich nationalsozialistisch, kann ich schon bald sagen, ungarische Initiative Stop Brussels, die Leute sagt, zum Beispiel, an den letzten Jahren hat Ungarn viele Arbeitsplätze geschafft, lo will Europa sie nicht aufschaffen, die Arbeitsplätze, seid ihr da mit d'accord oder nicht? Was soll man da machen? Die DVP spitzt hat den Orban gefragt, das wieder nicht zurückzuholen. Du hat ihn einfach eine dreckige Videokampagne lanciert. Und dann hat er per Gesetz die Excellent Central European University, wo Generationen von jungen Leuten formiert sind, aus dem Land zu verbannen. Und da kommen die Attacken auf die Zivilgesellschaft, auf die ONGen, die nicht mehr dürfen ihren Fonds von Bausen aus dem Ausland kriegen. Am 16. Mai
huet d'Kommission den aktuelle Stand vun der Relokalisierung vu Flüchtlinge gemacht. Ungarn huet ganz genau 0 Flüchtlingen opgeholl, obschon se legal Obligationen géiwwer Griechenland an Italien huet. Also Leifleit, et geht wirklich durch. Et ass skandalös, wann ihr wees, dat Ungarn 5 Milliarden Euro aus dem europäischen Budget kriegt, für dann Europa zu bescheißen, für dann Europa so zu kritisieren, dat et leider an Ungarn jo mussen Anti-Europäer ginn. An dofir stellt vor sich, wëlt Ungarn nach Schusdeich suen, an nemi als Wetter, wëlt Ungarn überhaupt nach dabei sinn oder soll Ungarn raus? An dommer huet sich Europaparlament befasst, a fir d'échte Kéier huet Europaparlament an enger grosser Majoritéit eng Resolution gestimmt mat den Unterstützung vun denen 3 Lützeburger CSV-Deputéierten, fir dat den Artikel 7 aktivéiert gëtt. Den Artikel vun den Grundgesetzer gesäit Mesure fir d'Grundrechte vun der EU ze verdedigen. Dat kann auch dazu führen, dass ein Land, an diesem Fall Ungarn, das Stimmrecht am Conseil weggeholt kriegt. Die Diskussionen gehen lo un. Ungarn wird bestimmt nicht allein durchstehen, auch so richtig demokratische Länder wie Polen werden Ungarn unterstützen. Mit der Initiative vom Parlament wird ob manst etwas bewirken, Memberstaaten am Conseil stehen lo für ihre Responsabilität. Halen sie an de Grundrechte fest oder nicht? Und ich meine, da sollen Chambren daheim, an denen verschiedene Memberstaaten hier Minister fragen, für was sie eigentlich stehen. Für ein Europa von den Werten oder für ein Europa von den Nichtwerten.